Neuer Part, neues Glück wieder mal hier bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück. Ja, in diesem Part haben wir einen Mr. Trum kennengelernt, sprich den Präsidenten der Devon Corporation. Und jetzt mal sagen, geht's aber langsam mal sicher weiter Richtung Faustauhafen. Hier oben haben wir soweit eigentlich alles erledigt. Und ja, natürlich gibt es noch ein, zwei Dinge zu machen und so, nicht wahr? Aber naja, das hätte noch ein bisschen Zeit. Okay, ich bin erwachsen wieder. Gut. Wir haben noch einen Wingal zum Fangen. Natürlich hat sie noch. Und jetzt können wir endlich den Zerschneider einsetzen. Dank Ziggedi Zickzacks. Und weg ist es schon. Ein Beleber. Oh, der ist noch sehr hilfreich. Vor allem, weil ich keine Nutzlocke mache. Oder Nutzlocke, oder wie man das immer bezeichnen möchte. Hier ist bereits alles voll, genau, bereits alles gefangen. Sehr schön. Und auch hier noch ganz kurz. Und Ziggedi Zickzacks. Servus. Kann mal gucken, das habe ich jetzt an der Spitze. Ich habe Jungblut an der Spitze. Ist das eine gute Wahl oder eine schlechte Wahl? Andere bezüglich hier. Trennen eigentlich eher weniger, war. Ist jetzt hier die gute Frage. Gut, Epetal wieder mal. Und gucken. Hallo. Ich sollte da rauszoomen? Verstehe ich nicht. Hey, du hast ein Pokémon-Multinavi. Da muss ein Pokémon-Trainer sein. Hier, probier doch mal dieses Item aus. Wundersaat. Ein Pokémon zu tragen, die Stärke und Pflanzenattacke steigt. Ist doch cool, wa? Ja, das ist es. Vom Plan ist natürlich hier. Was hat denn das überhaupt noch? Eine Sinnelbeere. Kann ich nur noch lassen. Wo kriege ich eine Holzkohle für Jungblut her? Weil ich weiß, ich habe natürlich bei Alpha Saphir hier auch einen Wundersaat bekommen, dachte aber, es wäre halt pro Starter abhängig. Ah, interessant. Die gesamte Oberfläche ist mit Moos überzogen. Ein angenehmes Gefühl, wenn es berührt. Ohne Moos nichts los, wa? Dann ist es mir halt für Evoli, damit es sich hier, wenn es hier ein Level-Up kriegt, würde es so... Oh, wie hieß es 4 schon wieder? Die Pflanzenentwicklung von Evoli, Florana? Fiora... Ich habe keine Ahnung mehr. Die Eisentwicklung meiner Glaciula, das weiß ich noch. Die Pflanzenentwicklung von Evoli, ich hätte überschragt. Schaloko! Jungblut. Ja. Also der geht mir garantiert nicht mehr auf den Schnabel. Also gemein. So ist das halt mit den Pokémon. Kein Level Up. Okay. Interessant. Hier unten ist auch nichts mehr, wa? Ein X-Angriff. Nun gut, ist nicht wirklich etwas Interessantes für uns. Was gibt es hier vielleicht noch etwas Interessantes? Hallo. Manchmal liegen auf dem Boden Dinge herum, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Deshalb schaue ich immer ganz genau nach, wo ich hintrete. Problem ist, wir haben hier noch kein Itemradar, aber es geht auch so. Ein bisschen hin und her klicken, irgendwo haben wir vielleicht mal was. Scheinbar gar nichts. Hä? Hier ist nichts. Ich schwöre, da wäre was versteckt. Ah, das war der. Da war er schon. Entschuldigung, das ist gerade ein neues Areal. Ein Knilz, ein kleiner Pilz. Jungblut. Tja, muss man sagen. Schnabelattack! Und er ist jetzt weg. Tunnel, Level 12. Sehr schön. Und Ziggedi Zickzacks, Level 6. Ja, ja, sonst echt nichts mehr? Das kann es echt sein, ey. Doch, das kann sehr gut sein, Leute. Wir haben hier echt nichts mehr zu tun. Außer natürlich einem, was auch immer es sein wird. Wingal vielleicht endlich mal? Nee, wieder ein Schwalbini. Schnabeladrenalin, tschüss. Das glaube ich einfach nicht. Wieso ist Wingal hier so selten? Naja. Hätte ich lieber mal früher gefangen, war. Ist das vielleicht? Das sah mit einem Schwalbini aus. Ein Wampel, hier.
Fähigkeit Angsthas. Das siehst du scheinbar auch nur selten. Ein Wampel, das ein Angsthase ist. Oh yeah, du Jungblut. Jungblut. Okay, Level 3 ist ein kleines Problemchen für Jungblut. Denn eine Attacke und ja, das war's mit Wampel. Tunnel. Bringt nix, haha. Trottel. So, Zurückhaltung. Denn wir wollen sie nicht killen. Bitte was? Hat jetzt noch ein Kabel, willst du mal verarschen? Ja, geht doch. Wandle. Ah, okay, natürlich Level 3. Vermutlich hat sie gar keine andere Attacke drauf, außer Warnschuss. Pokéball! Wieso es fangen, wo ich es bereits habe? Tja, weil es irgendwie nice war. Angsthasen so, versteht ihr? Zack. Wampel wurde geschnappt. Yeah. Nö. Und wurde in die Box verfrachtet. Sehr gut. Tja, wollen wir sagen, das war alles, war? Dann gehen wir endlich mal ab nach Faustau. Hafen? Wie sieht's denn hier aus? Das wird das Boot irgendwie fahren, ne? Schlecht. Ein alter Mann und sein Pokémon, wobei alter Mann war. Älterer Mann wohl eher. So, du bleibst jetzt hier. Warte mal, trink mal langsam, Pico. Hm? Oh, du bist auch Michael. Du hast einem kleinen Pico das Leben gerettet. Hey, dafür bin ich nicht so großen Dank verpflichtet. Was sagst du da? Du brauchst ein Schiff. Du musst also einen Brief in den Faustauer Hafen abgeben? Ich greife natürlich noch lieben gern. Willst du jetzt gleich nach Faustauer Hafen oder hast du noch weiter zu erledigen? Nein, jetzt. Faustauer Hafen, wir kommen. Angelichte. Pico, mein Schatz, ich denke, See. Keine Sorge, Leute, auch falls ihr etwas vergessen habt oder ihr mir gerne noch etwas mit auf den Weg gehen möchtet. Ich kann natürlich jederzeit wieder zurück. Hier in den Blütenburgwald. Oder zumindest Umgebung. Und da sind wir nun. Und zwar in... Jo, wir sind da. Oh, wir haben den Faustauer Hafen angeworfen. Du hast einen Brief, wie denn hier stimmt's? Wenn du nicht weißt, wohin sollst, empfehle ich dir, mal in der Arena vorbeizuschauen. Camilo, der Arenaleiter von Faustauer Hafen, kennt die Stadt wie seine Westentasche. Okay. Und da sind wir auch schon in Faustauer Hafen, eine kleine Insel im Blauen Meer. Faustauer Hafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier was in Mode kommt, macht sofort wieder nach. Ja, stimmt, war hier irgendwo oben, wa? Ja, genau hier ist er. Faustauer Hafenhalle, die Informationsbörse, Federmann, Alter. Ich weiß, was hip und angesagt ist, darum lassen wir nie ein Training gehen. Sag mal, hast du schon mal was von Festen zum Thema Tränke gehört? Natürlich hast du das. Was sagt ihr überhaupt? Festen zum Thema Tränke ist im Moment total angesagt. Meine Freunde waren sich auch total darauf ab. Habe ich recht? Nö. Was sagst du da? Das soll nicht gerade hip sein? Oder frag mich mal, was jetzt angesagt ist. Was, muss sowas auswählen? Oh, da kann irgendwie ein Wort eingeben. Hätte nämlich Let's Play gesagt, aber gut. Wenn es nur so geht, X-Angriff. Hä? Wie bitte? X-Angriff also? Was soll denn da bitte schon hip sein? Meister. Hä, hast du gesagt? Meister auf dem Gebiet X-Angriffe? Ah, na klar, hab ich schon davon gehört. Oh, Alter. Okay, solche Typen kennt ihr natürlich auch. Du kannst ihn alle sehen wie... irgendwie an die Backe werfen und so, sobald sie irgendwie einfach... Du musst einfach nur ein bisschen überzeugend sein, schon glauben sie dir jeden einzelnen Quatschen denken, gerade von wegen, ja, natürlich hab ich schon davon gehört und so, kennt doch jeder, etc., etc. Ja, genau das meinte ich vorhin. Wird dir alles mal wiederholt. Am meisten Gebiet X-Angriff zu werden. Hä? Meinst du das Zeug dazu? Ja, dann haben wir so sagen, muss schon sehr zielstrebig sein. Wenn's bestimmt schaffen. Oh, Menschenskind, ey. So Trottel. Ich frage mich, ob im Fernsehen Sendungen über Meister auf dem Gebiet X-Angriffe laufen. Nö. Und Meister auf dem Gebiet X-Angriffe? Waren das wohl noch mehr im Trending als bei uns? Ja. Und zwar nirgends. Schöner Ort, wa? Menschenskind, ey. Was gibt's hier Schönes? Du bist sicher ein Nasstrainer, wa? Schau dir das mal an. Das ist ein Anstall, der letzte Schrei. Oh, deine Augen funkeln fangen ja förmlich an zu funkeln. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Das freut mich. Hier, der schenke ich dir.
Ein Seidenschal, natürlich normale Attacken, verstärkt das sprich Attacken vom Typ normal. Was ist ein Pokémon? Natürlich zu einem normalen vor allem. Wow, das ist eine lange Reise, aber das Meer abgenommen, um nach Fauster Hafen zu gelangen. Wie sehr, weil du von Camilo gehört hast? Er ist so cool, er ist ein Idol für jeden. Idol. Er hat gerade Idiot für jeden. Aber nee, sie meinte ein Idol. Guten Tag, Mann, wir sind im Pokémon Center. Pokémon heilen? Okay, kein Problem. Ja, okay, Leute, was machen wir jetzt? Direkt Arena gehen? Nee, finde ich ein bisschen überstürzt. Wir werden natürlich im nächsten Part dann bereits gehen. Weil sehr viel gibt es im Fausterhafen nicht zu erledigen vor der Arena. Aber trotzdem soll man vielleicht die eine oder andere Sache hier erledigen. Die Frage ist natürlich, was? Zickzacks, sie werden natürlich eigentlich gerne mitnehmen, vor allem durch einen Pokémon fangen, etc. etc. Dann vor allem noch zum Trainieren. Die Frage ist halt, wie trainiere ich die jetzt am besten? Problem ist, E-Petaler trainieren natürlich alle miteinander, wäre ein bisschen doof. Wobei, wie soll das eigentlich sonst anders machen? Und für die Erinnerbach hat auch irgendwie wieder mindestens 2 Pokémon. Tagau, dann bist du fleißig im Trainieren, dann gibt es unbedingt mal einem Supertraining eine Chance. Wir sehen, es lohnt sich. Ja, Supertraining ist schon cool, aber wenn ich es jetzt mache, natürlich schon zum Zeigen und so, und hat alles ein bisschen freizuschalten, natürlich schon geil. Und wir bekommen die Angel. Aber sonst, wie gesagt, für professionelles Training, da muss man irgendwie zuerst die Beeren noch haben und die EVs zu löschen, die man bereits bekommen hat, oder halt frische Pokémon züchten, fangen und so, um es dann komplett von Null auf zu beginnen. Ich setze mich hin, Diese Pokémon-Familie vom kleinen Island, diesem Land leben zu dürfen, mit das wahre Glück. Und bei dir? Bevor mein Mann geheiratet habe, lebte ich in der großen Hafenstadt Grafenport City. Hier auf der Insel läuft das Leben geruhsamer. Also vom wunderbaren Meer umgeben zu sein, das ist pure Glückseligkeit. Wenn du meinst. Wäre mir ein bisschen zu langweilig, aber jedem das seine. So, was gibt's hier noch Schönes? Der Superschutz. Perfekto. Ganz anders gibt es hier eigentlich nichts für zu tun. Natürlich halt wie Angeln und so. Meist kommt eh nur ein Carpador, von dem her. Ja. Dann halt später nochmal hier hinkommen, wenn wir die V-Attacke Surfer haben, damit wir hier noch richtig schön trainieren können. Was? So, das wollte ich. So, dann Kategorie, bitteschön. Ja, komm schon. Dankeschön. Und die Angel registrieren, denn man kann hier bis zu 4 Items gleichzeitig registrieren lassen. Zum Beispiel dann, ups. Genau, nee, zum Beispiel mache ich es jetzt so und sag hier, Angel, wupp, auswerfen. Kurz warten, bis ein Ausrufezeichen erscheint. Es kommt nicht, doof, gleich nochmal. Fischlein, du altes Schwein. Ja, geht doch. Und wie gesagt, 20% der Fälle wird es wohl ein Carpador sein. Ich hätte wetten sollen. Jungblut. Ja, Carpador um die echt fangen. Ich sage jetzt mal, jein. Natürlich vom Pokédex sind wir den Typen zu Gyarados schon, aber das können wir später noch machen. Momentan wäre es eher ein bisschen zu früh. Aber keinen interessiert's hier. Die habe ich gehabt. Die Arena-Freunde von Faustau Hafen ist bereits etwas Interessantes zu sehen. Eigentlich nicht, wa? Wie sieht's aus, Michael? Auf dem Weg zum Champ. Jetzt Kampf-Pokémon genau, Normal-Pokémon sind sowieso im Arsch. Also Beibruch. Naja, genauso wie Stahl- und Gesteins-Pokémon. Wirklich effektiv gegen Kampf-Pokémon sind natürlich vor allem Psycho und Flug. Wobei Flug-Pokémon geben vor allem physisch, sprich mit Flügelschlagen und so, sind ja physische Attacken. Und die bringen oftmals auch nicht so den Sofort-Kill. Wenn eigentlich Psycho-Pokémon mit Psycho-Attacken, wie zum Beispiel Konfusion, Psychokinese etc., wären das schon viel praktischer. Tja, und deswegen natürlich mal versuchen, hier noch Atomic zu trainieren, und sonst, bei Schwabini fehlen ja auch die Flugattacken noch, wa? Tja, muss jetzt dann wieder Junglu dran. Was machen wir eigentlich, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Wenn ich daran denke, dass währenddessen ein großer Fisch abbeißen könnte, dann machst du halt, aha.
Ja, wenn es natürlich ein Angler ist und keine Anglerin, dann kann man sie am Stehen machen. Wobei, wenn es natürlich hinten raus muss, ist es ein bisschen doof. Atomic! Natürlich Drasler. Konfusion. Ich mag dich. Autsch! Der ist so fest. Lass mich los, Mann! Alter, ist das scheiße, hey. Atomic ist noch so schwach. Sorry, Kumpel, so war's nicht gemeint. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Mir geht's gar nicht gut. Ja, ein Drasler ist selbst nicht so wirklich zu gebrauchen, vor allem natürlich wegen den Werten halt. Aber das kommt ja vielleicht noch. So hat sich halt dann entwickelt. Zu Kirlia. Das war, glaube ich, auf Level 20, kann das sein? Was vorher? Nicht mehr so sicher. So wie es gerade momentan aussieht, wäre natürlich eher für Level 14, aber daraus wird wohl nix. Oh, scheiße, Mann. Und tschüss. Alter, gibt das viel. Das trotz Epiteiler. Was macht die denn? Die ist... Ah, eine Viertag endlich mal. Genauigkeit, es trifft immer. Okay, brauchen wir unbedingt. Wir fahren natürlich was weg. Doppelteam. Teleport ist auch eine Feldattacke, wenn auch cool. Dann kommt Doppelteam weg. Es lernt eine Fee-Attacke. Yeah. Zickzacks. Sandwirbel, nee, war's nicht. Ja, der Typus Fee, der ist ja ziemlich neu, kam es auch erst seit der 6. Generation hinzu, also sprich halt erst seit XY. Das ist auch die Frage... Mann, mach immer das Falsche. Das ist auch die Frage, gibt es noch andere Typen, die dazukommen werden, wie zum Beispiel irgendwie... Ja, was weiß ich, also das kann natürlich schon oft das Thema auf wegen dem Typus Licht, weil es gibt ja auch Unlicht. Beziehungsweise im englischen Original heißt es natürlich Dark, nur bei uns heißt es kurioserweise Unlicht, wie so auch immer. Und dann irgendwie Finsternis, gut, wäre vielleicht ein bisschen lang, war. Typ Finsternis. Aber dunkel, wäre auch irgendwie doof. Ja, wie gesagt, im Original heißt Dark, dann ist jetzt schon die Frage, wenn es natürlich das gibt und du kannst theoretisch natürlich sagen, okay, wir haben ja auch Geist als Typus. Geist, Psycho, ungefähr ein Gegensatz, aber ist jetzt Unlicht und Fee ein Gegensatz? Nee, eigentlich eher Fee und Drache, wa? Wenn schon. Also die Frage, gibt es vielleicht für Unlicht, gibt es auch noch einen Gegensatz dazu? Ja, das ist, also wie gesagt, es könnte natürlich immer noch einen Typus Licht geben, wobei, wenn es wirklich einen Typus Licht gibt, dann müsst ihr beinahe alle Pokémon nochmal überarbeiten. Das war schon irgendwie, ja, das ist halt die Frage, war welchen? Sonnenfell zum Beispiel wird sicher ein Typus, wobei ist bereits Gesteinboden. Oder? Ne, Gesteinpsycho, Entschuldigung. Ist bereits Gesteinpsycho, dann müsst ihr da sagen, okay, muss halt das nochmal irgendwie Typus Licht bekommen. Ist halt die Frage, gibt es bereits ein Kampfsystem mit 3 Typen? Da bleibt es bei 2 und wenn es ein Typus, gibt es natürlich teilweise auch schon, wa? Ich glaube, da war er vor allem bei, ich überlege gerade das Pokémon anders zum Beispiel. Ich überlege. Da fällt mir gar nichts ein. Hatte gerade von wegen Azuril und Merel und so, die haben ja sowieso gehabt. Azuril war Azuril normal Wasser? Ich glaube, es war nur normal. Früher nur Typus normal, oder? Und jetzt halt, 6. Generation halt dieses Typus normal Fee. Wenn man sagen, auflocken, halt, braucht man sowieso hier nicht. Auflocken hast du eigentlich nur in der 4. Generation gebraucht, sprich in Sinnoh, weil es eine VM war. Eine versteckte Maschine, aber seitdem, glaube ich, braucht man die gar nicht mehr. Der Wandel, der ist doch erstaunlich. Giftstachel. Was? Ah, das stimmt ja, Fee-Typ. Entschuldigung. Stimmt, das sind ja anfällig gegen Giftattacken. Da muss ich echt grausam aufpassen. Denkst so, ist ja Psycho. Aber nee, ist halt Psycho-Fee. Dazu muss ich noch sagen, ich habe in XY eigentlich nie so wirklich Feen-Pokémon trainiert. Einerseits gab es da kaum welche, also durch neue Pokémon meine ich jetzt, die mich wirklich interessiert hätten, außer halt Xerneas, aber naja.
Und andererseits, ja, bin ich sowieso, oder beziehungsweise war ich eigentlich nicht so angetan mit der 6. Generation. Ich meine, klar, fand ich jetzt irgendwie, was neuen Pokémon betrifft, fand ich jetzt die 6. Generation besser als die 5. Bei der Story-Modus schlechter als der von der 5. Also sprich, ich muss irgendwie anders formulieren, war. Oh, Entschuldigung, ganz Mikro gekommen. Für mich persönlich war halt irgendwie Schwarz-Weiß im Story-Modus her, war so genial. Da gab es kein, wie ich finde, besseres. Ja, kein Spiel, also kein Pokémon-Spiel natürlich, was eine bessere Story hatte. Andererseits die Pokémon, die 5. Generation, fand ich sowas von beschissen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ja, das zum einen und zum anderen konnte man damals halt zumindest bis mit dem National-Pokédex halt nur die neuen Pokémon fangen, nicht die alten. Also sonst begrüße, aber dort war es wirklich ein bisschen doof. Und Kalos hat irgendwie so wenig neue Pokémon, fand ich jetzt. Vor allem die meisten waren irgendwie von Kanten so recycelt. Zumindest auch wegen Namen und so, oder mit Kalos, Kanto. Und man schon irgendwie gewisse Ähnlichkeiten erkennen. Ja, und generell, das Gefühl, irgendwie seit der 4. Generation ist es nicht mehr so, wie es mal war. Meiner Ansicht nach. Aber egal, jetzt sind wir hier mit der 3. Generation und dem Remake halt. Ich überlege gerade, stimmt oder? Kanto, Johto, Höhen 3, okay. Sinnoh war die 4. War ja einmal die 5. und Kalos die 6. Also das stimmt jetzt nicht, dass ich eine Dinge übersehen hätte, eine Generation und sprich eine Region. Oh, das kann eine Weile dauern. Kann ich der mal ganz kurz, Hilfe! Ich sollte gerade hinter, währenddessen im Internet mal ganz kurz nachgucken wegen Drasla. Kann natürlich auch sowieso. Nämlich stimmen sind insgesamt 6 Nationen momentan. Okay, Drasla, was brauche ich jetzt hier? Ralz heißt irgendwie im Englischen, oder Rolz ausgesprochen, keine Ahnung. Level 20, Entwicklung zu Kirlia. Okay. Was er lernt. Oh, aber Level 17 lernt eine geile Attacke. No, das ist noch eine Weile hin, hey, Level 17. Die wird auch nix. Ich tausche mal besser, wa? Bummels heißt die perfekte Variante natürlich Jungglut. Du schaffst es, Mann! Schnarchnase, Schnarchnase, Schnarchnase. Das war gemein. Wenn noch viel aus war. Bummels. Und was Knebel ab? Blanas! Folterknecht, oh, dann schlecht. Oder war das irgendwie eine Attacke? Erzürnt das Ziel, um wiederholten Einsatz derselben Attacke zu verhindern. Ja, wiederholt wird bedeutend direkt hintereinander, war. Sprich, du kannst es natürlich austricksen, indem du zum Beispiel sagst, jetzt Attacke Nummer 1, nächsten Zug Attacke Nummer 2, dann wieder Attacke Nummer 1 und so weiter. Bringt's also momentan nicht wirklich. Vielleicht später. Zick-Zacks. Ja, Leute, Part ist vorbei, wie es aussieht. War da zumindest beinahe. Wir gehen da ganz kurz rein, weil hier gibt es sowieso nicht viel zu tun. Leider Gottes. Und das trotz der Grotte. Ja, genau hier drin kann man, wie gesagt, noch Stoll Junior fangen, wobei das ist sehr heikel. Wieso, zeige ich euch gleich, wenn wir natürlich dazu kommen. Auch wegen zu weit, zu weit. Atomic, I choose you. Oh, du bist ja geschwächt, wa? Müsste eigentlich noch gehen. Confusion. Oh, verdammt, nein! Ah, Alter, kommt mit so einer verdammten Geistattacke. Alter, muss mir so erschrecken. Scheiß Subate. Pui, das war knapp. Okay, Kev bringt auch nichts gegen Fee. Was ist noch gegen Fee wirksam? Natürlich, wofür Fee wirksam? So natürlich. Wie gesagt, ich weiß, dass ja Gift und Stahl vor allem gegen Fee wirksam sind. Das war vor allem deswegen der Grund. Weil ja bis mit der 5. Generation waren Stahl- und Gifttacken so rar, weil halt, wie gesagt, irgendwie ja, nichts wirklich wirksam war.
Ja, man, du kannst Pflanzen kannst du gut platt machen mit Gift, aber so eine Vielfalt haben wir natürlich Kampf- und Bodenattacken und so viel verbreiteter. Drachen natürlich sowieso, die waren ja fast unbesiegbar, abgesehen von Eis- und Drachenattacken selbst. Tarnhell. Ja, dankeschön. Tja, jetzt mit den Feen natürlich selber sehr stark gegen Drachen sind, wobei Drachen nicht effektiv gegen Feen ist natürlich das ganze Kampfsystem wieder über den Haufen geworfen worden. Also, was ich sagen wollte, hier müssen wir mit dem Fahrrad hoch und nur dort oben geht es in weiter Höhe ran und dort können wir dann einen Stuhlunier fangen. Das geht ja momentan noch nicht. Ganz schwierig, das Wort von uns war noch heißt, 10 aus dem Klemmer helfen. Das bekommst du jetzt also von mir. TM70, die Blitz! Haben wir auch einen Blitzer hier oben, wa? Ne, aber am besten mit Zigzags, also Ziggy. Ja, und hier vorne geht es nicht weiter, weil dort geht es erst nach dem Arena-Kampf weiter. Ah, Makuhita! Atomic! Aber ziemlich selten ja Makuhitas, oder? Aber ich habe schon eins und deswegen kann ich dich zum Trainieren benutzen. Muggelhieb. Also eine scheiß Attacke, hey. Ja, zurückgeschickt, so kann ich angreifen. Du triffst mich nicht mehr. Mann, Makuhita, ich finde dich voll scheiße und deswegen muss ich jetzt sterben. Makuhita, das war gemein. Mann, ich krieg ihm noch kein Level Up, da gibt's nichts. Leute. So, nochmal Gehalt. Mal ganz kurz gucken, habe ich noch irgendwas aus dem nächsten Part machen können, für ein Level Up und so, für den nächsten Part. Sprich, für den nächsten Arena-Kampf, den nächsten Part. Das dauert noch eine Weile. Ich habe ihn in Jungloop vor allem, war. Ich noch ein Level Up vertragen bis zum nächsten Part hin. Dann ist halt die Frage, wen nehmen wir in Arena mit? Sprich, Jungloot und Atomic oder Atomic und Jungloot, Atomic und Schwalbini, Jungloot und Schwalbini, wie auch immer ich das Ganze halt gestalten möchte. Ich glaube eher schon Jungloot und Atomic. Schwalbini ist mir einfach ein bisschen zu heikel, halt natürlich schon Typus, Typus Wind wollte ich sagen, Typus Flug natürlich. Und Flugattacken ja auch eine, aber eben es ist eine physische und hat dummerweise auch noch den Dualtyp, sprich normal. Und bei Kampfattacken ist es schon ein Problem, natürlich wenn es stärker sind die Pokémon, von dem her. Sei verwirrt! Oh, ist er sogar. Glück muss der Atomic haben. Ich weiß, ich kann natürlich darauf fangen, aber kann ich was überall, von dem her. Ja, platt machen! Juhu! Kleinstein! Und Atomic hat ein Level Up. Ich glaube Level 13 einfach der Arena war. Also zumindest mal zum Mittrainieren, sag's mal so. Gut Leute, in diesem Sinne würde man sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part hier bei Pokémon Omega Ruby, nicht wahr? Wir werden dann nächsten Part zuerst noch Jungblut und Schwalbini kurz trainieren. Und nur ganz kurz, sprich hat ein Level Up, das sind 1-2 Kämpfe, mehr nicht. Und dann geht's ab in die Arena. Mit welchem Pokémon? Ja, ich schätze wie gesagt mit Jungblut und Atomic, aber vielleicht ein anderes Team. Mal schauen. Bis dahin, tschüss.